Servus benannt, der Johann Barsi ist wieder da. Und zu unserer Gans, da brauchen wir doch ein Blaukraut. Und was schön ist, wir können das 2 Tage davor schon anfangen. Als erste, was wir machen, wir richten unser Blaukraut her. Das ist immer ein bisschen eine marchiarische Arbeit. Wie ich in der Lehre war, da habe ich, wenn ich sowas gemacht habe, habe ich immer an meinen Physiklehrer gedacht. Zangerli, 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 dann ist es auch viel besser gegangen. So. So, Lala. Unser Blaukraut ist geschnitten. Das könnt ihr natürlich, wenn ihr einen schönen Hobel habt, könnt ihr es auch hobeln. Dann wird es einmariniert. Salz, Säure, also Essig und Rotwein. Das. So, schön zudecken, in den Kühlschrank rein über Nacht und am nächsten Tag machen wir weiter. Dann riecht der Kühlschrank auch schön nach Rotwein. So, und jetzt kochen wir unser Blaukraut, nachdem es über Nacht gezogen hat. Und los geht es mit einem Karamell, damit die ganze Sache gut schmeckt. Wir nehmen dafür den braunen Zucker, auch wenn er heutzutage gefaked ist. Meistens ist es ja doch bloß ein weißer Zucker und ist ein bisschen Melasse oder Couleur drin, aber ein bisschen besser schmeckt tut er eigentlich auch. Wobei ich dann gern den Farinzucker hernehme. Der ist naturbelassen. So, da tun wir jetzt Äpfel und Zwiebel rein. Und schauen wir, dass die ganze Geschichte ein bisschen Wasser zieht. So, unser eingelegtes Blaukraut rein. Gesalzen haben wir gestern schon. Da warten wir noch ein bisschen. Aber eine Marmelade könnt ihr nehmen, was gefällt. Ich habe eine Zwetschgenmarmelade genommen. Geht auch Preiselbeeren ganz wunderbar. Schönen Geschmack gibt auch noch ein bisschen Honig drin. Wenn er runter geht. Und logisch Rotwein. Wenn ihr viele Kinder daheim habt, nehmt einen Apfelsaft oder einen Kirschsaft. Wunderbar. So. Und jetzt Deckel drauf und ziehen lassen. Und Gewürze fehlen noch. Nicht bloß weil wir Weihnachten haben, weil es einfach auch gut passt. Zimt, Nelke, ein bisschen Lorbeerblatt, Wacholder und so weiter. Ein bisschen Sternanis tue ich mit rein. Das hängen wir alles in einem Sackerl da mit rein. Weil, wenn man das so reinschmeißt und du beißt dann auf eine Nelke drauf, das ist kreislig. Obwohl die Nelke sehr gesund ist und entzündungshemmend ist. Und deswegen schmeckt beim Zahnarzt alles nach Nelke, weil die Nelkenöl hernehmen. So, jetzt schauen wir mal, was aus unserem Blaukraut geworden ist. Ah, gut schaut es aus. Da schaut es her.
Wie das glänzt, wunderbar. Ich mag es ja gern so klar, mit einem klaren Fond drin. Wer es natürlich gern ein bisschen schlatziger will, der kann natürlich mit ein bisschen Stärke kann's abbinden. Ich hab's gern so. Viel Spaß beim Nachkochen. Servus, Bernhard.